Goedemorgen alle. Vrij me van jou maar met je dollar top te zijn. Mij gaat het immer schijn, want ik weet niet als het tijd naar de kerk te voeren en niet te weten dat ik hier wel wat verbrengen, maar dat ik kan al jullie hier treffen en dat we ons aan zich kunnen motorspreken en zien. Dat is immer sehr veel waard. Wanneer we vandaag denken aan dat Voedersdag abgenaamd wordt, of dat we denken dat besonders wordt aan Voedersdag, dan mij deed dat zo, en ik weet niet wat die dat deed, maar dan zijn ik dan zo een voeder als ik zal zijn. En daarom dat ik met een aanleiding een beetje van dat te reden, dan geeft het nog meer vrouwen, zijn ik als een voeder door waar ik zal zijn en familieopdraging en bijvoegen en helpen waar het veelt. Dat eerste jaar had ik met een geschichte ontvangen en ik geloof wel dat ik dat hier mal eier verteld heb, maar ik word weer naar huis. We hebben lang treden weer naar ouderen, we hadden een jong. En die bereden zich dat een China zomerdag, dat waren ze voor een fashion. En de dag is door en dan hebben ze al zijn half opgepakt en alles rijden moedig. En dan kreeg de voerder een phone call dat hij zal 6 maanden komen en dan dat hij dat leven als fashion voor. En waar zo'n jong zich dan zo zei alleen vuilen deed en zo zei tennis vuilen deed. En zeg dus een aandenken dat kan erop aankomen en deze drukke wereld dat einer als voerder van vielleicht niet graag zijn grote denkt, maar een kleinere dingen, zo staat dat met zijn kinderen dat hij wonderen naar hoeveel heeft de daadwerkelijk gedaan. Zo vandaar, wanneer we ons de aanlopen doen, wat is de voerder, wat is de voerder voor de familie. Ik deed veel moeilijk ik gereden dat ik al ziemlich zei aan de familie en ik werd vandaar een best gedaan aan de voedersrapport. En ik neem immer een beeld van wanneer ik aan voeder denk. Ik denk aan wat God gepland heeft. En ik had het vielleicht zo aan screen gesteld, maar ik heb me mal een beeld opgemalt. Vielleicht kan je dat zijn. Dat eerste is God. En dan Jezus, en dan de Heilige Geest. En dan is de man, en dan de vrouw, en de kinderen, de gemeente, en de omgeving, en dan alle mensen erom. En zo, man, ieder einer zijn part deed, en dem, wo hij aangesteld is, dan schafft het zeer fijn. Dan gaat het schijn, en dan vallen we ons alle gezegend, en dan vallen we ons ondersteunt, en vallen ons geholpen, en gezegend aan dem. En so, we zijn die wat over de familie aangesteld zijn als mannen, als voeders, waar we kunnen zo'n grote onderscheid maken. We kunnen zeer veel dingen heen laten met bloß einfach niet aan dingen kameren. We kunnen zeer veel dingen beschikken, wie God ons heeft aangesteld en wie de op ons nemen en veranderen en vallen uit, waarvoor we als voeders door zijn. Psalm 103, vers 13 zegt het, zoals een voeder medelijden heeft met zijn kinderen, zo heeft de Heer medelijden met die hem fürchten. So, God, die heeft lief tot zijn kinderen, en dat zegt die hem fürchten doen, dat meint die zich van God leiden en vieren laten. En zo als een voeder. We weten dat we als voeders, we lijken dat onze kinderen beschützt zijn. We lijken dat dat schijn gaat. We lijken dat dat gezond zijn. En wanneer wat niet stemt, dan komen we ons daar. We brengen dat een huis wat er veelt, dat de te eten gaan. We voeren een dokter wanneer het veelt. We zijn bezorgd dat de familie dat wat goed heeft. En dat is wat we zullen zijn. En zo zegt het, als God bezorgt aan ons alle toe. En dan, als ik dit zo even lezen, dan komt me de vrouw aan, maar zijn er niet some voeders die in dit bed heen blijven doen, die niet dit alle ervaren doen? Dan kom ik nooit aan mezelf en een vrouw mij
weil Gott erbarmt sich über jeder einer, der arm Gott ist, der arm gleichen ist, der sich der arm holen ist. Gott hat das geschenkt, dass er kann ewig Leben haben. Er kann gerat sein von ewig verloren sein. Gott hat das alle gegeben für das Bruch. Er hat sich durch angestellt, Jesus geschickt und der wird gekriegt, dass der Sinn betont wird. So sei er kümmert sich am uns. Und so, hier lesen wir so, als ein Vater sich über seine Kinder erbarmt, so dass Gott, so dass hier sich noch mehr, so dass hat noch mal die Seite tun, wo wir uns erbarmen, so wird Gott sich erbarmen. Aber wenn wir denken, wo Gott sich erbarmen, dass euer wie verhopst Frauen, das schickt Jesus all ab ihr. Euer wie verhopst dort denken können, dass diese Erlösung wird durch sein, Gott erbarmt sich. Wie man als wie verhopst kann, hij deed dat en hij wil dat. En daar kunnen we zeer veel van leren. En zullen immer weiter davon lernen. Wir weten, wenn wir an einen Vatersdag denken, oder denken an Vater für die Kinder zu sorgen, wir finden sehr viel Versen und Sprüche, und wir wollen mehr davon lesen. Aber mir denke, die von der ein bisschen von einer anderen Seite bekicken, als wenn wir die bloß einmal in Eva lesen. Dann. Wenn wir mit kicken Sprüche 1, Vers 8, da sagt es, mein Kind, horch du nur, was dein Vater dir gelehrt hat, und verjagt deine Mutter wird nicht. So, nu als wenn wir das Vers lesen, dann drehen unsere Gedanken nur die Kinder. Die Kinder sollen horchen, was der Vater sein wird. Aber wir werden uns das von der und dieser Weg fragen, wie als Vater haben die Kinder, erkennen die Kinder sich nur dort rechten, was wir sein, was wir lernen. Kennen die Kinder sich dort verloren. Jetzt ist Vers der Rede von den Kindern sollen horchen. Und dort werden wir auch lernen und werden wir auch Mutter sprechen. Aber dort, was eigentlich durch uns Vater anleiten, was wir lernen, können die Kinder sich dort holen. Können die abgebüht werden, können die gesehen werden, wann die sich an dort holen. Wir sollen das namentlich viermal als ziemlich sagen, dass wir unsere Kinder lernen, gehorsam sein. Dass wir nicht entdautig sind, wenn sie nicht gehorsam sind, dass wir ihnen durch abhalten, wie viel wird gehorsam ist und wo sehr viel Gott hat rechnen, wenn wir gehorsam sind. Und das ist die Vaters ihre Verantwortung. Ein Kind, das nicht gehorsam ist, das gibt uns manchmal Gedanken und das gibt uns Sorgen und wo können wir das halten. Aber viel mehr von der anderen Seite ein Vater, der nicht die rechte Anleitung geben wird, wo kann die Kinder sich an dort holen. Sprüche 22, Vers 6 sagt, lehr ein Kind den rechten Weg gehen, dann wird er auch bleiben, wenn der älter wird, wenn der in der Jugendzeit ist, wenn der Körper changen und ein Kind sich vielleicht selbst nicht so reich verstehen kann. Wenn wir die Hand gelehrt, den rechten Weg, dann wollen die sich dann holen, eine Arbeit, wo immer so schaffen wollen, kriegen dann aus dem Plätzmann auf dem Weg ist, oder der nicht ist, die holen sich an dort, was wir gelehrt haben. So dass wir einen großen Unterschied, wenn wir mit Frieden an sich Kinder Dinge lernen, dann, oder wenn wir kurz sehr verdrießlich sind und von dieser Seite dort angerieben dann. Sprüche 23, Vers 23 sagt es, verschaff die Wahrheit. Und nu waren drei an uns als Vorderschnau. Verschaff die Wahrheit. Das ist nicht so, was wir uns bloß kennen, wir gehen am Schalf nehmen und dann haben dort. Das sagt uns hier, verschaff die Wahrheit und lasst den nicht los. Wir hatten eine Anleitung, wo viel wird das ist, wenn wir treu sein mit dort, was uns anvertraut ist. Wenn wir dabei bleiben, was wir angefangen haben, was von gerade sehen, das geben hat. Hier sagt es, verschaff die Wahrheit und lasst den nicht los. Dort Wahrheit an, wo wir wohnen, an wo wir uns
bewegen doen en onze familieleven aanleiden doen en wat allemaal alles voor ons legen dat. En dan zegt het, de nächste straf zegt het, bezorg die ook wijsheid, beleering en verständnis. Dat zegt het beide zo, dat wat niet bloß door zijn, maar dat zegt, verschaf die waarheid en bezorg die wijsheid. Dat is zo waar we ons aanstrengen, waar we ons naanloten, waar we leren doen, waar we ons tijd aan spenden doen, dat God dit tegen ons wat kan wiederbrengen. So wenn dat zegt, verschaf die dat, dan is dat something waar we tijd aan spenden moeten dat we dat krijgen worden. Bezorg die dat, dan is dat zo waar we worden lezen moeten, forschen moeten, dat we dat krijgen worden. Dat is niet zo wat ons bloos als we voeren worden, dan worden ons dat in de schouten en de schatten en houden we het alle. No, dat is something waar we ons even aan. En aan de 24e vers zegt het, in gerechten man zijn voeder heeft grote vrede, wer einen weisen sehen heeft als vrouw. En dat hebben we in ervaring met dat. Wanneer we wijze kinderen hebben, dan vrij we ons het. Wanneer we gerechte kinderen hebben, vrij we ons het. Onze ouderen vrijen zich, wanneer we oprechtig zijn en wanneer we gehoorzaam zijn en wanneer we respectvol zijn. Niet plus de ouderen, maar de omgeving. Dan komt dat waar het trainen, dit beeld wat ik gewezen heb. Wanneer we onze opgave uitvallen, dan scheelt dat van een naar het andere en de omgeving wordt gezien met dem dat we uitvallen, dat wat onze opgave is. 25e vers zegt het, mochten die voeder en die moeder vrouw zijn en mocht zij, die geboren heeft, zich vrijen. So, vrijen, wie alle gleichen dat, wanneer ons dat change. We alle gleichen dat wat we doen, gedaan hebben, dat we dat zijn kunnen, dat vrucht brengt. Dat goed is voor de omgeving, voor onszelf, voor hoe immer we zijn. Dat gaat ons schijn. En dat is ook onze opgave en schuldigheid. Sprüche 4, vers 10 zegt het, horch mijn kind, en neem aan wat ik gezegd heb. Dan wordt u veel jaren leven. En dit waren trainen die ziet waar ik iets van reden. We lezen dit vers als wanneer we van een kind wat verlangen. Maar wanneer we het van de andere zijde lezen en kijken dan, wat is mijn opgave en dit, omdat het kind kan gehoorzaam zijn. Dan op eenmaal dan is een vers veel meer ben. We kunnen dat lijken als een voeder zijn, du sollst gehoorzaam zijn, du bist mijn kind, du sollst mij harken. Zo stu wie unser Gott seine gehen wird, en we zijn zijn kind, en zo zullen we gehorchen. Zo zullen we ons aanleiden laten, zoals we verlangen dat onze kinderen doen. En we doen dat veelmaals met een verständnis, zoals we hier op deze eeuw schaffen doen, met wat we bezorgd zijn, met wat we ons bemeen doen. Van dort laten we ons veelmaals beïnvloeden, waar we willen gaan dat de kinderen zullen gehoorzaam zijn. God heeft zijn plan gelegd dat de voeders zullen van hem leren. God is de voeder, Eva de voeders. En hij wil dat we van hem leren en dat weer rekenen doen. Vers 11 zegt het, ik wijs dir den weg waar du wijsheid vindt. Ik heb dir den rechten stich geleerd. God wijst ons den stich waar we wijsheid vinden kunnen. Hij weet waar de wijsheid is en hij geeft de jaren voor ons. Vers 12 zegt het, wanneer du gehst, wirst du die nicht verstoppen, und wenn du rennst, wirst du nicht fallen. Hol die an, was du gelehrt hast, und lass die Weisheit nicht los. Hol die, das ist dein Leben. Weisheit von Gott. Weisheit von was Gott uns lehren will. Weisheit, wo er das hat abschreiben in sein Wort, damit wir noch leben können. So, wenn wir an denken, dann, dass Gott wird durch den Himmel mehr, Erde, Meer, alles was du wir ist, was er mehr hat, zeigte, dass Jesus wird durch, als Gott hat alle merken, dass sie plundern, dass alle taub,
dann wird nach Gott sein Jesus sagt, der Rand über das Wutter aller aus der Welt vorig wir und bewundert, was wir und wo das können gemerkt werden, dass das Feindschaffen dann. Und dann sage ich, fei und alles gemerkt haben, dann kommt Debatte, dann werden wir nur noch ein Mensch mehr, werden wir Menschen mehr. Und es dort ist alle vorig wir, dann sagen sie, dass es sehr gut, das ist perfekt. Und dann weiter, dann kommen wir in eine Stadt im Garten, wo sie auf einmal angehorsam werden und wo dort, wo du dann geplant wird, wo sie leben sollen, dass dort alle verdorben wird. Und wo Gott dann plant, dass du soll ein Radar kommen, dass der Mensch hat, was er durchhalten. Und dann und er stellt all im Garten so an, dass der Mann für das Heim, wo die Lehrer sind, und so, wenn wir uns dann anschauen, so Gott, Jesus, der Heilige Geist, der Mann, die Frau, die Kinder, die Gemeinde, und so sich das Epheser noch sagen, dass wenn wir als Eltern die Familie reich anleiten, dann freuen wir uns für die glückliche Gesehen, die Kirche, was wir können haben. Und dort ist eine Gelegenheit, was wir haben, um wieder zu reden. Und so, Gott hat einen Plan, und so, dort ist so, als wir es vorher auch sollen einen Plan haben, wo wir das können, Gott sein will, noch anleiten, dass das was können und sehen sind. Wenn wir dann drehen, dann Hebräer, das 12. Kapitel, ja, ich soll vielleicht erst noch eine Geschichte vertellen. Ich dachte eben nur, dass ich an denken, was von den Geschichten kann er mit nennen flechten, was soll er mit nennen flechten. Und dass Peter hier eine Anleitung hat, positive Geschichten, wo Menschen gehalten sind und wo die Hand wiederkommen. Und wir sehen auch, wo negative Geschichten passiert sind, wo sie dort gedamaged haben, damagen kann. Und wir als Führer würden danach gehorsam gleichen. Hier wir ein Führer, der sagt, wir ein Tag auf Arbeit gewesen, sagt und hat sein Television angeswitcht und kickt Footballspiel allein. Sein Kind ist ein Junge, der kämpft und er weiß sich mit seiner Schularbeit nicht gut und er weiß nicht, wo er das soll tun. Und jetzt ist eine Mama und Mama sagt, er soll nach Dad gehen. Und als er nach Dad kommt, sagt er ein Stückchen Kick, was der kicken Dad und auf einmal fragt er Dad, wo das rechten mit je doen? Ich weiß mir nicht mehr. 10-jährige Jungen hat einen schweren Abgabe und er kommt nicht mit wieder und dann sagt der Vater, dann geh nach Mama, der kann die halten. Und ich weigere es bei Mama. Mama sagt, ich soll nicht gehen. Und dann macht sie selbst. Wenn die Lehrer die nicht halten kann, dann macht sie selbst. Und so, das sind große Dinge, die wir als Vater nicht leicht tun. Aber als ich diese Geschichte lesen, dann dachte ich auch nur, weil vielmals können wir dort in verschiedene Kliniken tun, dass wir sind bloß drauf mit dort, was wir dann kriegen anhaben. Aber wir haben uns Phone in der Hand und wir haben da kriegen was für uns und wir lesen dort durch, aber wir kicken dort durch und das Kind wird unsere Zeit wählen und wir spenden die durch anhörig der. So, wir können uns auf sehr viele verschiedene Wege selbst Frauen sind wir so, dass unsere Familie kann nach uns horchen, dass die kann uns gehorsam sein. Gott hat uns zur Hand gestellt und wir können entscheiden, dort mit Frieden zu tun, oder wir können entscheiden, dass unsere Arbeit mehr uns meiden, wir haben nur nicht Zeit für dort und das wird schwer drehen. Hebräer 12, Vers 5 sagt es, und wir haben dort Wort all verjeten, dat je moedmilk en aanreed als seine Kinder. Die haben das Wort all verjeten. So, da kann darauf ankommen, dass dort, was wir gelesen haben, da wird uns auf Mut gemerkt, da wird uns auf die Freudigkeit gegeben, dass wir eine Entscheidung für Gott merken, dass wir da auf einmal mit all dort, was wir an uns haben, dass wir auf einmal verjeten, wo Gott uns auf Ritt getragen, was Gott für uns getan hat, und wer uns so gut ist. In Anfang los und falsch, dass Gott, der ist uns so gut, dass er für uns sorgen wird, er kümmert sich da an. Und dann in der nächste Part sagt es, in der sechsten Vers sagt es, wem der Herr Gott ist, den trägt er trag und braucht sogar Schläge bei jedem Sehen, den er abnimmt. So kommen wir nochmal bei dem Punkt, dass wir feiern, dass Gott uns tragwiesen hat.
wo wir an, dass Gott uns tragen wird. Das sagt uns hier, dass Gott das uns tragen. Und das braucht manchmal weh, wo wir nicht so reich verstehen können, dass wir nicht so reich sein können, was Gott mit uns will. Wenn man das sagt, schlecht, dann meint das, was uns was weiter, was uns was kosten. So, wenn wir verlangen, dass unsere Kinder sollen gehorsam sein, dann wir als Vater haben alle dort auch vielleicht auch belebt, dass wir haben Struf angesagt und das Kind trägt zu lernen, dass es soll gehorsam sein. Gott ist so zu uns. Und vielleicht ist er nicht mit einem Stock, was uns zu sperren ist, aber er kann sein mit Dingen, dass er uns zukommen lässt, dass wir sollen nachdenken, wo für am reich zu leben. Wenn wir das fühlen, dass Gott uns trägt, dann sollen wir uns freuen, wenn es dann weit wird, dass er kümmert sich um uns. Und dann sollen wir gehorsam, dann sollen wir wählen, gehorchen für das, was Gott von uns will. Der 7. Vers sagt, es ist das. Nehmt dort an als Belehrung. Gott behandelt jemand so als Sehens, wo es ein Sehen, den der Vater nicht struft und trägt. So, wo ist einer? Weil wir sehen, dass in der Welt passiert hat. Ich las eine andere Geschichte. Wir in Deutschland ein Survey tun, wo viele Väter sich nicht um die Familie kümmern. Und dann gibt es Waisenhäuser, wo Kinder machen, abgetragen, wo Kinder kennenlernen sind. Und wir haben so viele Geschichten, wo Kinder dort bloß so sehr schlagen gehen, weil sie nicht ihre Eltern gebauen können. Und so, das haben wir alle nicht. Aber als ich da über so nachdenke, woran würde ich von das überhaupt reden? Weil das, was wir haben, wollen wir nicht verlieren. Das, was wir haben gekriegt von Gott, wollen wir nicht verlieren. Das müssen wir pflegen. Da müssen wir uns Titten spannen, dass das nicht mehr durchkommt, wo die viele Väter sich nicht kümmern. Gott hat uns die Abgabe gegeben, hat uns ein Verständnis gegeben, hat uns sein Wort gegeben, wo wir diese Gelegenheit haben, uns nennen zu lassen und uns sich abzubauen und zu halten, dass wir wieder eine gesegnete Familie sein, eine gesegnete Kirche sein, eine gesegnete Umgebung sein. Dat hat Gott uns alle gegeben und das braucht es, dass wir das beschützen. Dass wir uns kümmern, dass es was es dort bleiben kann. Das wird nicht von selbst so bleiben, das braucht Pflege. Das braucht, dass wir uns am kümmern tun. Wenn Gott uns nicht reich halten wird, so als er das bei all das, dann sind die büttereiherliche Kinder. So, wenn Gott uns nicht reich halten würde, dann sind wir nicht mit Gott in Gemeinschaft. Oder ein anderer wird ja sagen, wenn Gott uns nicht reich hält, dann gehören wir vielleicht nicht zu Gott. Und so, wir sehen der verschiedene Wege, wo Gott uns auf einmal durchführen wird, dass wir auf einmal sagen, oh, hier sind ich schlopp geworden. Oder hier habe ich Dinge nicht schropp genug abgeführt. Oder hier habe ich mich nicht so genug gekümmert um Dinge, die mir abgeworden sind. Und wenn wir die Dinge sehen, dann soll wir Gott danken dafür. Dann soll wir nur Gott gehen und freuen, dass er uns gut ist und dass er uns traghalten und leiden will. So, wir als Vater freuen uns, wenn wir sehen, dass Gott gesegnet wird mit dort, was wir von ihm gelehrt haben. Oder dass wir gesegnet werden mit dort, was Gott an uns hat können. Und wenn wir dann kicken, dann auf Epheser 4, Vers 9 sagt es, dass Licht bringt Gutes, Gerechtigkeit, Wahrheit für ein da. Und Wahrheit für ein da. So, das Licht, was an uns ist aufgegangen, was wir haben zu sein gekriegt, das bringt Gutes, das bringt Gerechtigkeit, das bringt Wahrheit für ein da. So, wenn das bei uns ist klar geworden, dass das Licht, was Gott gegeben hat,
Wenn dort bei uns klar ist, dort bringt dort von da, dann seht wie nur an das Leben so zu leben, dass Gott kann geehrt und verherrlicht werden. Wenn wir nicht drehen in Matthäus, ich glaube es 4, Vers 16, dass Jesus hat uns als Lichter der Hand gestellt. Gott will, dass ich und du als ein Licht hier auf diese Erde schienen sollen. Und so dann braucht das, dass wir diese Wahrheit an uns mit Frieden leben können. Dass wir uns an erfreuen, was der Herr getan hat. Und dass die uns beobachten, die uns bekicken, wo uns Leben ist, dass die werden angetragen werden. Das sagt in 2. Korinther 3, glaube ich, dass wir sind das offene Brief, der von allen Mann gelesen wird. Menschen, die ram uns sind, die beobachten uns. Die beobachten uns, wo wir Familie abtreiben. Die beobachten uns, wo wir unsere Arbeit tun. Wenn wir nicht gleich haben, oder wir uns wo wir tun, wird nicht geschafft haben, was wir wollen, wo wir dann da, können wir geloten sein. Wir sind als Brief, der von rund um uns gelesen wird. Und besonders, wenn wir an einen Führerstag denken, dann uns als Führersport beobachten. Was tun wir? Wo leben wir? Wo handeln wir mit unserer Familie? Was tun wir wieder reden? Und dann sagt es in den 10. Vers in Epheser 5, prüft dort zu lehren und zu tun, was den Herrn gefallen hat. Es war, ich habe das hören, dass das Wort nicht mit dem, dass wir früher waren, uns alles in der Schuld geschah, so, nu sei je equipped, nu kann je Familie abtragen. Das sagt hier, prüft dort zu lehren und zu tun, was den Herrn gefallen hat. Das ist nicht von uns selbst, wie ich uns selbst wollen das nicht kennen, und ich weiß nicht, wo die das gerade geht, aber ich habe das also vielmals an mir gesehen, dass ich nicht dort getan, was ich wohl könnte getan haben, oder was ich wohl sollte getan haben. Und ich habe es trägen und sogar keine Frauen, dass sie mich können zu Gott holen, wenn ich meine Führerpflicht nicht getan. Und so, aber wenn Gott uns trägt, uns halten, dann auf einmal dann kriegen wir die Dinge zu sein, dann können wir mit arbeiten. Und so, mein Wunsch und Gebet für uns alle ist, dass wir nicht würden sagen, oh, ich weiß alle, dass ich arg sein, aber bloß Tag und wird nächstes Mal besser. Und dort ist eine Versicherung, die an uns kommt, dass wir leicht würden sie denken, oh, das Kind ist noch mal so klein, dass wir das nächste Mal besser tun. Oder, ja, ich kann es nicht sein, wenn ich das wieder so stehe, das wird nicht schaffen, ich werde Dinge mit anderen. Und das sind Segnungen, die wir sollen annehmen und sehr viel wertschätzen. Wenn es Gott will, dass ich und du lernen. Wir lassen uns hier groß den Vers, prüft dort zu lernen und zu tun, was den Herrn gefallen hat, und Führer sein, und Familie abtragen, und eine Kirche mithalten, eine Arbeit steht, wo wir schaffen tun, wo immer das ist, prüft dort zu lernen und zu tun. Wir sind als offene Brief hier auf dieser Erde, wo Menschen checken tun, was wir tun. Das sind Menschen, die uns beobachten tun, die haben viel weiter gebracht gehört an sich, die wissen nicht, wo sie Dinge sollen tun. Wenn sie haben diese Leib, das Licht noch nicht erfahren. Und so, dort merkt ein großer Unterschied an dem, was Gott an uns getan hat, wenn uns dort sehr viel wert ist, oder wenn uns dort sehr viel wert ist, was ich aus dem Führer kann tun. Wenn das dort ist, dass ich aus dem Führer kann so viel tun, dann wird das nicht schaffen. Noch ein von meinen Onkels, den habe ich auch vielleicht 30 Jahre nicht gesehen, oder mehr als dort, aber er weiß ganz klar, wo müssen Kinder abgetragen, wo müssen Kinder belehrt. Und von der an, das ist viel weiter. Das ist sehr viel weiter geblieben von dem, was er weiß, wo man Kinder belehrt. Das ist sehr viel, was die Familie nicht verstehen kann. Und so, mein Verlangen für uns als Führer ist, dass der Weg, wo wir Kinder belehren, dass wir das wollen können, auf so eine Weise tun, dass wir nicht weiter bleiben tun. Dass wir nicht Dinge bleiben tun, wo die Familie sich bloß nicht mehr weiten hat. Und dass wir niemals würden zu groß sein und gehen sein, dass ich habe auch tun. Wenn wir sind beim Lehren, und wenn wir lehren tun, wo wir Fehler mehr. Da wo wir Dinge nicht unbedingt alle reich treffen tun. Und so, Gott will nicht, dass ich und du sollen 100% perfekt sein
En dan dat we krijgen weten, yes, God wil dat we dingen erreichen, dat we krijgen, aber hij neemt ons ook aan, wanneer we dat nog niet perfect kunnen doen. Hij wil ons terugwijzen, hij wil ons terugleiden, hij wil ons vieren, tim dat we erkennen, dat we het onszelf dat niet kennen, dat we brücken en leren, die ons leiden dat. God, Jezus, de Heilige Geest, en we als voeders kunnen de ondersteunen en ons dus van den Geest leiden laten vieren. En dan waar we kunnen, voor vele jaren, verspraakt het woord ons, dat we waren voor vele jaren kunnen top leven. En ik neem dat als een stede, wanneer we kunnen dit leven wat God ons leren heeft, dan waar we kunnen voor eeuwig leven en ons te ondervrijen dat die openbaring aan ons komt. Dat hij ons de openbaring gegeven heeft, wo reich te leven als voeders. We hebben opstaan te beden voor passend is. Vater in Himmel, we komen voor die. Danken die voor dien woord. We danken die voor de brief die we durven zijn. We danken die ook dat we durven op zijn, dat we van dien geest durven teruggeleerd worden. Vader, wanneer we van daar besonders ons nadenken, wat we als voeders zijn en wat we als voeders zullen zijn, bid ik dat u met die geest aanleidingen geven, dat u ons vel met die lijf voor de omgeving, voor de familie en ook dat we op zijn ons leiden te laten. Vader, ik dank je voor ieder einer die hier te zijn wordt, als moest u in iedereen een nu aan zijn en zegenen, en dat we alle top kennen als een zegen in deze omgeving wonen. Vader, dankzij nogmaals voor die woord en voor die lijf te ons. In Jezus' naam. Amen.